Sehr gut. Hey, ich freue mich, heute Morgen dürfen, wie Sandra gesagt hat, diese Serie abzuschließen. Wir haben uns die letzten 3 Wochen, je nachdem, durch den Exodus durchgekämpft oder durchgelesen, haben 3 Wochen lang immer wieder gemerkt, dass die Exodus-Geschichte so viel mehr ist als einfach eine schöne Geschichte im Alten Testament, die sich anbietet, um einen Kinderfilm darüber zu machen oder in der Kinderbibel so spektakuläre Bilder drin zu malen, sondern dass die Exodus-Geschichte mega zentral ist für die Identität und für das Verständnis vom Volk Israel, von ihrem Gott und auch für Jesus und darum, dass sie für uns als Christen und als Nachfolger von Jesus mega zentral ist. Wir werden das heute probieren abzuschließen. Wir haben vor 3 Wochen gestartet mit dem Teil 1, was um Kapitel 1 bis 4 gegangen ist. Und da ist es um Mose und Gott gegangen. Es ist um die Identität und die Berufung von Mose gegangen. Dann hat uns Joni vor 2 Wochen Kapitel 5 bis 15 mitgenommen, die bekannte Geschichte von der Konfrontation von Gott mit dem Pharao, wo es um Plagen, um das Passamal und das Passalam gegangen ist. Und natürlich auch um den Auszug aus Ägypten vom Volk Israel. Und letzte Woche, Kapitel 16 bis 18, hat uns Johannes mit in die Wüste genommen. Er hat uns mitgenommen auf die Reise, wo eben das Volk immer wieder die Versorgung erlebt hat. Wie Sandra gesagt hat, immer wieder erlebt hat, dass die Sorgen, die sie sich machen, unberechtigt sind, wenn Gott da ist. Dass Gott versorgt hat, wenn sie Hunger hatten, Durst hatten, dass er ihnen Schutz gegeben hat, wenn sie bekämpft worden sind. Und heute wollen wir, und das seht ihr auf dieser Übersicht ein bisschen, heute haben wir viel vor zusammen. Heute wollen wir 22 Kapitel zusammen anschauen, den Rest vom Exodus-Buch. Kapitel... Ist das immer bei mir der Fall, gell? Mache ich etwas falsch? Soll ich mal Zürich reden? Ist das ein fieses Mikrofon? Probier es nochmal. Pat, und sonst rufst und dann tun wir weg vom Bart. Nein, ich dachte nicht so einen Bart. Schau mal den Joni an, der hat einen Bart. Und bei dem geht's. Das bisschen Haar. Die Joni hat bei uns im Büro den Ruf. Wenn der Joni kommt, vielleicht musst du es mal anlegen. Weil genau, wenn der Joni... Komm, wir nehmen das Handmikrofon. Sehr gut. Ja, das geht. Sorry im Podcast, falls jetzt einfach die Ohren kaputt sind. Genau. Also, wo bin ich? Mega unwichtige Sachen über Joni und über Technik. Also, wir gehen zurück zum Exodus. Wir wollen heute die zweite Hälfte vom Exodus zusammen anschauen. Es sind relativ viele Kapitel und darum habe ich mir überlegt, entweder muss ich ganz, ganz schnell reden, das probiere ich ja schon tendenziell nicht zu machen, oder dann müssen wir eine Stunde lang Zeit haben für die Predigt, oder wir müssen einfach so schnell drüber fliegen und können über nichts reden. Und ich versuche so ein bisschen den Mittelweg zu finden, dass wir die grosse Portion von Kapiteln heute zusammen anschauen, immer wieder mal ein Detail reintauchen und hoffentlich etwas mitnehmen heute Morgen. Und wir haben so einen Fortschrittbalken, ihr werdet immer so sehen, wo wir sind in der Predigt, dann könnt ihr nervös werden mit mir zusammen oder könnt erleichtert sein, wenn ihr seht, es geht am Ende zu. Und wir fangen an im Kapitel 19. Kapitel 19 ist das Volk Israel ist jetzt endlich an dem Berg Sinai angekommen. Also sie sind jetzt ganz lange unterwegs, wir sind ihnen gereist. Und jetzt sind sie am Fuß vom Berg Sinai und da werden sie ein Jahr lang dort bleiben. Also ein Jahr lang werden sie dort den Bund schließen mit Gott und werden dort das Zusammenleben herausfinden. Und der ganze Rest vom Exodus und auch das ganze Buch Levitikus findet dort am Fuß von dem Berg statt. Wo der Mose ein bisschen vorher seine Begegnung mit Gott schon hatte. Wo der Mose schon seine Berufung und seine Bestimmung kennengelernt hat und Gott kennengelernt hat. Sind wir wieder an dem Berg und der Mose geht immer wieder auf den Berg rauf, kommt wieder runter und das ist wirklich so ein Hin und Her, je nachdem wie man zählt, etwa 7 Mal, geht auf den Berg rauf, redet mit Gott und kommt oben ab und redet mit dem Volk. Und ganz am Anfang vom Kapitel 19 lesen wir zusammen im Vers 4, sagt Gott, ihr habt selbst gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Euch dagegen habe ich auf Flügeln getragen, wie ein Adler seine Jungen, und euch wohlbehalten hierher zu mir gebracht. Jetzt sollt ihr wissen, wenn ihr meine Worte sorgsam beachtet und euch an die Bestimmungen des Bundes haltet, den ich mit euch schließen werde, dann werdet ihr mein besonderes Eigentum sein.
Und vielleicht fällt es noch auf, wir haben das schon bei Mose entdeckt, wo der Mose seine Begegnung mit Gott hatte, dass so ein fürsorglicher, liebevoller Ton in der Stimme von Gott ist. Also er braucht das Bild von einem Adler, der seine Jungen trägt. Und er sagt, ihr seid mein besonderes Eigentum. Oder eine andere Übersetzung wäre, ihr seid mein Schatz. Ihr seid mein Schätze. Ich sage meiner Frau Schätze, weil sie ist sie ist nicht mein Eigentum. Aber wir haben Intimität. Wir sind nah zusammen und sie ist mir in meinem Herz. Und das Gleiche sagt Gott da zum Volk Israel. Er sagt, hey, euch dreht wie ein Adler seine Jungen und ihr seid mein besonderes Eigentum. Und dann geht es weiter. Im Vers 6 dort steht, solch eine Stellung hat kein anderes Volk. Mir gehört zwar die ganze Welt, aber ihr sollt für mich ein Königreich von Priestern sein, ein Volk, das mir geweiht ist. Und der Ausdruck, ihr sollt das Königreich von Priestern sein. Ich weiß nicht, ob ihr das so beim Lesen denkt, so, wow, das spricht mich mega an. Aber das ist etwas extrem Zentrales, um die ganze Exodus-Geschichte zu verstehen, das ganze Alte Testament zu verstehen. Dass Gott sagt, das Volk soll ein Königreich von Priestern sein. Und was ein Priester ist ein Mittler oder ein Stellvertreter oder ein Repräsentant, der zwischen zwei Welten steht, der sowohl die Welt gegenüber Gott vertritt und repräsentiert, aber auch Gottes Willen soll in die Welt vertreten. Gott hat es schon bei Mose angesprochen. Mose, also im 1. Mose 12, Vers 2, sagt er, hey, ich möchte dich segnen, ich möchte dich zum Segen machen für alle Nationen. Also ich wähle mir jemanden aus, aber immer mit dem Ziel, dass alle davon werden gesegnet werden. Und da sagt Gott wieder das Gleiche zum Volk Israel. Er sagt, hey, ihr seid ein Königreich von Priestern. Ihr seid eine ganze Nation, die die Mittler sein sollen, die der Welt zeigen, was der Wille und das Wesen von Gott ist und die Welt gegenüber Gott vertreten, den Lobpreis von der Welt aufbringen. Und dann geht es weiter im Vers 7, wo der Mose runterkommt, hat er alle führenden Männer vom Volk zusammengeholt und hat ihnen alles berichtet, was der Herr ihm aufgetragen hat. Und dann steht, das ganze Volk antwortete einmütig. Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Und es ist wichtig, um das schnell festzuhalten. Manchmal können wir so ein bisschen denken, dass das Volk Israel von Gott aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden ist. Und jetzt, wenn dann all die Gebote und die Gesetze kommen, sind sie auch in eine neue Sklaverei hineingestellt worden. Jetzt müssen sie einem neuen Sklaventreiber folgen, dem Gott, der ihnen jetzt ganz viele schwierige Gesetze wird geben. Aber es fängt an mit der Einladung und mit der freiwilligen Entscheidung von ihnen. Sie sagen, hey, das wollen wir. Und ich werde nachher bei den Gesetzen noch ein bisschen darauf eingehen, warum. Aber das muss bewusst sein, sie sind nicht gezwungen worden in die Beziehung. Sie sind nicht gezwungen worden in den Bund hinein, sondern sie haben gesagt, hey, das wollen wir. Wir sind befreit worden vom alten Sklaventreiber. Jetzt möchten wir in die Beziehung hineingehen mit dem Gott. Also das ist so der erste Block, das Kapitel 19. Der Mose geht auf den Berg rauf, kommt dort der Zuspruch und die Einladung von Gott über. Er geht runter und das Volk sagt einstimmig und freiwillig, hey, das wollen wir. Und dann geht der Mose wieder auf den Berg rauf. Und dann kommen Kapitel 20 bis 23. Kapitel 20 kennen wir die meisten von uns wahrscheinlich gut, weil dort sind die 10 Gebote drin. Oder die 10 Gebote kennen wir wahrscheinlich, haben wir alle schon mal gehört. Vielleicht bewusst oder unbewusst, wie prägend das sind für unsere Gesellschaft. Irgendwo durch macht die 10 Gebote, glaube ich, Sinn. Ich glaube, die wenigsten von uns würden sagen, so, du sollst nicht morden, sollst nicht die Ehe brechen, sollst nicht stehlen. Ich finde es jetzt schwierige oder doofe Gesetze. Es sind, glaube ich, irgendwo so sinnvolle, zeitlose Werte und Gebote, wo Gott das als Fundament seinem Volk mitgibt. Und dann lesen wir weiter und dann kommen Kapitel 21 bis 23 kommen etwa 50 weitere Gesetze oder weitere so Ausführungen zu den Gesetzen dazu. Und wenn wir nachher weiterlesen im Verlauf vom Exodus und von Levitikus, im Gesamten finden wir etwa 613. 613 Gesetze in diesen Mose-Büchern. Und manchmal tun wir uns ein bisschen schwer, oder ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich tue mir manchmal schwer mit diesen Gesetzen. Wenn man die so liest, zum Teil eben machen sie Sinn, zum Teil lernen wir, okay, wir müssen vielleicht den historischen Kontext ein bisschen verstehen.
wie ist das mal das Leben miteinander gewesen, was hat das bedeutet, müssen wir vielleicht übersetzen. Und andere Gesetze, wo es vielleicht mehr so um die Kult vom Opfer und vom Tempel und von diesen Sachen geht, wo wir sagen, hey, die scheinen uns komplett irrelevant und die Bibel sagt, dass es in Jesus ganz vieles von dem erfüllt worden ist. Aber manchmal ist es schon schwierig, bei den einzelnen Gesetzen nachher zu wissen, was mache ich jetzt mit dem, oder? Hat das jetzt noch Relevanz für mich oder nicht? Und ich kann und möchte jetzt heute gar nicht einzelne Gesetze anschauen und das irgendwo probieren einzuzählen. Und das ist eine schwierige Sache. Aber ich möchte 2 Sachen highlighten. Und vielleicht so ein bisschen wie als Brille, wie man die Gesetze lesen kann, wenn wir an die Gesetze herkommen, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament, wenn man im Gesetz dreht ist. 2 Sachen, die ich glaube, die extrem wichtig sind, um im Hinterkopf zu behalten. Das erste ist die Reihenfolge. Also in der Geschichte vom Exodus ist es unübersehbar, dass zuerst kommt Errettung und Befreiung, zuerst kommt Gnade von Gott und erst nachher kommt das Gesetz. Und auch im Denken der Juden und wie bei uns Christen hat es sicher bei den Juden ab und zu Leute gegeben, die es verwechselt haben, die den Weg verloren haben. Aber im Großen und Ganzen haben die Juden verstanden, dass zuerst Gnade von Gott kommt und dann der Gehorsam. Dass es eine Antwort ist auf die Erlösungstat. Und das ist etwas, was wir manchmal im Hinterkopf behalten. Es war nie ein Weg gewesen, um sich Befreiung zu verdienen. Gott hat nicht zuerst das Gesetz gegeben und gesagt, wenn ihr das schafft, eine Zeit lang umzusetzen, dann wird er euch befreien. Sondern er hat sie befreit und dann ihnen das Gesetz gegeben, dann ihnen geholfen, jetzt so zu leben, wie es Gott gefällt und wie es ihn repräsentiert. Das ist das Erste, ist die Reihenfolge. Das Zweite, was ich uns ans Herz legen möchte, lass uns versuchen, die Gesetze und die Gebote grundsätzlich als etwas Positives zu sehen. Sie sollen dem Volk zeigen, wie man jetzt in der Freiheit lebt. Und alle paar Jahre kommen so schreckliche Schlagzeilen in den News, habt ihr sicher auch schon gehört oder gesehen, von irgendwelchen Leuten, zum Teil eigene Familie oder Kinder, die über Jahre oder Jahrzehnte eingesperrt waren. Irgendwo im Keller eingesperrt oder daheim eingesperrt und unter schrecklichen Umständen gehalten worden sind. Und Psychologen sagen, dass es ein extrem schwieriger Prozess ist, jemand, der aus dem heraus befreit wird, irgendwo in dem Leben, in der Freiheit ihn jetzt zu führen. Denen beizubringen, wie lebe ich denn jetzt, wo ich nicht mehr eingesperrt bin. Und das ist ein Bild, das ich glaube, wo vielleicht noch mehr oder umso mehr für das Volk Israel gilt, das jahrhundertelang ist unterdrückt worden und als Sklave gehalten worden ist, werden sie jetzt in die Freiheit hineingebracht und sie müssen zuerst mal lernen, wie leben wir denn jetzt in dieser Freiheit. Der Stefan Wenger ist einer von unseren Dozenten im IGW und er hat im Kommentar zu den 10 Geboten Folgendes geschrieben. Die 10 Worte wollen vor allem eines sein: segensreiche Lebensordnung für Erlöste, Wegweiser in ein gelingendes Leben. Segensreiche Lebensordnung für Erlöste, Wegweiser in ein gelingendes Leben. Und auch Jesus, wenn er auf das Gebot und auf das Gesetz angesprochen wird, glaube ich, hat grundsätzlich sehr ein positives Bild davon gehabt. Er ist nämlich in Matthäus 22 ist er gefragt worden von der Schriftgelehrten, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Und seine Antwort ist, er zitiert aus der Tora, er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und dann kommt der spannende Vers, dann steht er nämlich dort, mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Wörtlich übersetzt steht dort, an diesen 2 Geboten hängt das ganze Gesetz und die ganze Gebot. Also wenn Jesus das Gebot und Gesetz zusammenfasst, sagt er eigentlich in der Essenz, soll es dienen, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben und unsere Mitmenschen lieben wie uns selber. Und
ich glaube, oder uns ist es so wichtig, dass wir grundsätzlich mit einer positiven Einstellung ans Gesetz und Gebot hergehen, weil nämlich eine Lüge dahinter steckt, wenn wir es anders anschauen. Und zwar die älteste Lüge, die es gibt, das ist die Lüge von Gott möchte dein Leben einengen. Gott hat ein Interesse daran, dich klein zu behalten und dir etwas wegzunehmen, was eigentlich gut für dich wäre. Das ist die Lüge, die im Garten Eden schon der Eva und dem Adam vorgegaukelt worden ist. Und ich glaube, so oft können wir das Gesetz und die Gebote lesen und denken, ah ja, da sehen wir es wieder. Der Gott möchte uns irgendwo einengen, einschränken. Und dann glauben wir, hey, dem Jesus nachzufolgen, das bringt nur Verlust, das kostet nur, das führt in eine neue Gefangenschaft und Sklaverei. Und das würde man niemals bewusst so denken, aber es kann sich so reinschleichen. Und darum finde ich es eigentlich mega spannend, mega schön, wenn man im Exodus sieht, dass es eigentlich als etwas ganz Positives gegeben worden ist. Als Hilfe zum Leben. Als Wegweiser ins gelingendes Leben. Also der Mose ist oben auf dem Berg, Kapitel 20 bis 23, kommt er all die Gebote und Gesetze über. Und dann kommt er oben runter, im Kapitel 24 ist sicher eines der Highlights vom Buch Exodus. Dann schließen sie nämlich zusammen den Bund. Sie schließen zusammen den Bund und der Mose kommt ab und im Vers 3 vom Kapitel 24 lesen wir, Mose trat vor das Volk und gab ihnen alle Gebote und Rechtsbestimmungen des Herrn weiter. Das ganze Volk antwortete einmütig, wir wollen alle Gebote halten, die der Herr uns gegeben hat. Also zum zweiten Mal hören sie das alles. Das ist wie wenn dir bei der Einbürgerung die Bundesverfassung vorlesen und dann kannst du sagen, ja, da möchte ich dazugehören. Ich möchte Schweizer sein, ich möchte so zusammenleben, wie es in der Bundesverfassung steht. So liest es der Mose ihnen vor und dann tut er sich vorbereiten, für den Bund zu schließen und lesen wir später im Vers 7. Nochmal fast das Gleiche am nächsten Morgen. Danach nahm er die Schriftrolle mit den Bundesgesetzen und las sie den versammelten Israeliten vor. Sie antworteten jetzt das dritte Mal, wir wollen alles tun, was der Herr uns befohlen hat. Wir werden ihm gehorchen. Und darauf sprengte Mose das Blut aus den Opferschalen über das Volk. Dazu sagte er, dieses Blut besiegelt den Bund, den der Herr auf der Grundlage seiner Gebote mit euch schließt. Also ist der Moment von der offiziellen vom Bundesschluss. Und ein Bund, wenige von uns machen regelmäßig Bund, glaube ich. Jetzt sind wir gerade in der Krankenkassenwechselsaison und die wenigsten von uns machen einen Bund mit der Krankenkasse, oder? Es ist nicht irgendwie so, hey, ich gehe zu der ÖKK. Ist das eine Krankenkasse? Oder machen die andere Versicherungen? ÖKK, was sagen wir? ÖKK, irgendein Versicherer. Ich gehe zu denen und sage, hey, mein Leben lang werde ich bei euch sein. Mein Leben gehört euch, ihr seid meine Krankenkasse, ich bin euch ein Patient oder Kunde. Meine Kinder werden zum Mittelnamen euren Namen tragen. Und das ist das, was mich ausmacht. Sondern wir machen Verträge, oder? Wir machen in unserem Alltag ganz viele Verträge. Und Verträge sind befristende, berechnende, an Bedingungen geknüpfte, ganz viele Adjektive. Transaktionale Geschäftsbeziehung. Also ihr wisst, was ich meine. Ich brauche jetzt ganz viele Wörter, um es zu beschreiben. Es geht darum, in einem kleinen Teil von unserem Leben eine Transaktion zu machen und zu sagen, hey, ich gebe dir das, dafür gibst du mir das, sehr berechnend, sehr befristet. Aber bei einem Bund, und die Ehe ist wahrscheinlich der einzige andere Bund, den wir kennen. Bei einer Ehe ist es eigentlich das Gleiche, wo man sagt, hey, ich mache ein lebenslanges Commitment, ich sage Ja zu dir. Und das soll mich tiefgreifend verändern. Je nachdem verändert sich mein Name, mein Zivilstatus. Es verändert, wer ich bin. Ich bin jetzt nicht mehr einfach der Single, der und das, sondern ich bin jetzt verheiratet. Ich bin Teil, das macht mich aus. Und so kann man eigentlich den Bund, den Gott mit seinem Volk schließt, so ein bisschen als Hochzeitsmoment anschauen. Ein Moment, wo Gott und sein Volk eben genau so ein Commitment machen. Nicht einen Vertrag abschließen und sagen, hey, ist jetzt noch cool gewesen, dass du uns da befreit hast, wir geben dir dafür das und dafür kannst du in Zukunft immer das und das machen, sondern es ist ein Commitment, um zu sagen, hey, wir möchten uns verändern, wir möchten in dieser tiefen Lebensveränderung, eine Beziehung mit dir zusammenleben. Und die es interessiert, ihr werdet sicher schon viel mehr über den Bund gelesen haben, da gibt es ganz viele andere spannende Sachen zu sagen. Aber das ist so der Moment,
von dem Bundesschluss, den wir gesehen als Antwort auf all die Gesetze und Gebote. Und dann geht es weiter im Kapitel 25 bis 31, folgen 6 Kapitel, wo es um den Bau der Stiftshütte geht. Und beim Lesen fallen ihm auf, dass es ganz viele so spezifische Massangaben gibt und Materialien und Formen und ganz viele Details, wo du denkst so, boah, es interessiert mich jetzt als heutiger Leser so mässig. Und ich werde nachher noch etwas dazu sagen. Aber ganz viele Kapitel, wo Gott beschreibt, wie er möchte, dass seine Stiftshütte, seine Wohnung soll aussehen. Und mit drinnen, im Kapitel 29, finden wir Gottes Motivation dafür. Also nämlich im Kapitel 29, Vers 45 und 46. Ich will bei euch Israeliten wohnen und euer Gott sein. Ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott, euch aus Ägypten geführt habe, um bei euch zu wohnen. Ich bin der Herr, euer Gott. Also Gott möchte bei ihnen wohnen. Gott möchte in ihrer Mitte sein. Er möchte die Gemeinschaft haben. Und Carmen Imes ist eine Theologin, die ihre Doktorarbeit über Exodus geschrieben hat. Und sie sagt, die Stiftshütte und das Herz, das Gott möchte unter seinem Volk leben und unter seinem Volk wohnen, das ist das Ziel vom Exodus. Das Ziel, und das haben wir schon öfters gehört in der Serie, ist nicht einfach die Befreiung aus der Sklaverei, sondern die Einladung in die Beziehung. Die Einladung, jetzt die Gemeinschaft wieder zu haben, die eigentlich im Garten Eden verloren gegangen ist, die zerbrochen ist. Gott möchte wieder unter seinen Menschen wohnen. Und bis zu dem Moment sieht es gut aus. Jetzt haben wir da Berufung, Bestimmung vom Volk Israel. Wir haben das Volk Israel, das 3-mal Ja sagt, das wollen wir. Wir möchten das Gebot und Gesetz, das ihnen helfen soll, darin zu leben, zusammen zu leben, dass es Gott repräsentiert. Und Gottes Absicht, jetzt bei ihnen zu wohnen. Jetzt seht ihr schon auf der Übersicht da, dass es leider weitergeht in dieser Geschichte. Und zwar mit dem Ochsen oder mit dieser Kuh auf dem Bild. Es kommt nämlich nachher ins Kapitel 32. Während der Mose auf dem Berg oben ist, und jemand jetzt mal verglichen, wenn es jetzt wirklich wieder eine Ehe, wenn man das Bild von der Ehe nimmt, ist in der Hochzeitsnacht Ehebruch vom einen Partner. In der Hochzeitsnacht eine Affäre. Während der Mose ein paar Tage, aber jetzt nicht jahrelang, auf dem Berg oben ist und bei Gott ist und Anweisungen für den Bau von seiner Wohnung überkommt, ist das Volk unten am Fuß vom Berg wird ungeduldig und sagt, der Typ, der Mose. Sie sagen, der Mose, der kommt doch nie mehr zurück. Und sie sagen Aaron, mach uns Götter, die wir anbeten können. Mach uns Götter, die uns weiterführen. Und sie brechen in der Hochzeitsnacht das erste Gebot, das Gott ihnen gegeben hat. Keine anderen Götter zu haben. Und die Kapitel 32 bis 34, wenn ihr die leset, die sind ja Dramatik kaum zu überbieten. Das ist wirklich, mir tut der Mose leid als Leiter in dieser Situation. Der Mose ringt mit dem Volk. Er kommt zurück und ist hässig. Er zerbricht die Bundestafel, die 2 Steintafeln, die er gerade bekommen hat. Und der Bund, den sie gemacht haben, scheint wirklich wortwörtlich in Brüche zu sein. Und nachher muss er mit Gott ringen. Gott, der irgendwo sagt, hey, boah, das Volk ist mir jetzt schon zu viel. Komm, wir machen etwas anderes. Komm, wir machen mit dir zusammen einen neuen Bund. Und der Mose ist jetzt zwischendrin und ringt. Und es sind wirklich spannende Kapitel, wie irgendwie Gott mit sich ringen. Und es ist ein wildes Hin und Her. Und das Schöne ist, mit drin, im Kapitel 34, hat der Mose eine Begegnung mit Gott. Und das ist der meist zitierte Vers im Alten Testament. Es ist die Beschreibung von Gottes Charakter, wenn er sich selber beschreibt, wenn er an Mose vorbeizieht. Sagt er im Kapitel 34, Vers 6 bis 7, sagt er, ich bin barmherzig, gnädig, geduldig, reich an Güte und Treue, unerschütterlich an Güte, vergebend und auch gerecht. Also mit drin in dem ganzen Schmerz zeigt sich Gott als ein Gott von der Treue und von der Gnade und von der Liebe. Und am Schluss von Kapitel 34 tut Gott den Bund mit dem Volk
erneuern. Und wie gesagt, es lohnt sich dort mal nachzulesen im Detail. Aber so sind wir im Kapitel 34 am Schluss und man kann jetzt ein bisschen aufschnaufen. Wir haben wieder einen Bund. Gott war gnädig. Gott hat den Bund erneuert. Es hat etwas gekostet. Aber jetzt geht es weiter in der Geschichte vom Exodus und es kommen nochmal 5 Kapitel, Kapitel 35 bis 39, wo es wieder um die Wohnung von Gott geht. 5 Kapitel lang, wo wir wieder lesen, welche Handwerker, welchen Stoff genommen haben, für welche Vorhänge zu bauen oder zu nähen und welches Holz das sie genommen haben, für die Stützen zu machen. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, denken wir so, die Bibel könnte man doch mit ChatGPT, da können wir es gut kürzen, oder? Da können wir es ein bisschen kürzer behalten, so auf das Wichtigste fokussieren. Aber ich habe spannend gefunden in der Vorbereitung, dass ganz viele Theologen sich einig sind, dass was dort passiert, und das haben wir letztes Jahr, das glaube ich, Joni in der Genesis-Serie kurz angedeutet, ist, die Stiftshütte, das ist eine Mini-Version, es soll darauf hindeuten, symbolisieren für den Garten Eden. Es soll zurückerinnern an den Ort, wo die Menschen und Gott auch in der Gemeinschaft gelebt haben. Und ganz viele von diesen Farben, ganz viele von diesen Symbolen, die zeigen zurück auf den Garten Eden. Es ist so wie ein portabler Garten Eden, den sie mittragen können. Und das zeigt einfach so, der Ort zu Gott ist zurück unter seinen Leuten. Und die Gemeinschaft ist wieder hergestellt. Und die Kulmination von dem ganzen Buch Exodus findet im letzten Kapitel, in den letzten Versen statt. Ganz am Schluss von dem Buch, das wir jetzt gelesen haben, mit dieser krassen Befreiung aus Ägypten raus, mit dieser Absicht von Gott, dass er möchte unter seinem Volk leben, lesen wir im Kapitel 40, wie Gott sichtbar in einer Wolke die Stiftshütte füllt, wie seine Gegenwart kommt und wie er unter ihnen lebt. Es steht nachher, dass ab dann ist Gott in der Nacht als Feuerwolke und am Tag als Wolkensäule vorausgegangen. Und in dem Innen, das ist so das absolute Ziel von der ganzen Exodus-Geschichte. Jetzt haben wir es geschafft, oder? Kapitel 40, Gegenwart von Gott. Genau, wenn wir jetzt so auf die ganze Exodus-Geschichte zurückschauen, vom 1. Kapitel bis zum 40. Kapitel, dann sehen wir verschiedene rote Fäden, die sich durchziehen. Also zum einen ist der rote Faden von der Offenbarung. Der Gott, der sich offenbart. Er offenbart sich an Mose, er offenbart sich am Volk. Er zeigt sich als fürsorglicher, als gnädiger, als mächtiger und rettender Gott. Immer wieder lesen wir den Satz, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin. Es geht ihm darum, der Welt zu zeigen, wer er ist. Und der zweite rote Faden ist die Freiheit. Gott, der sein Volk nicht in der Gefangenschaft möchte sehen, versklavt, sondern er möchte sie in die Freiheit herausführen. Er möchte sie in ein gelingendes Leben führen. Und das dritte ist die Bestimmung, dass es Gott nicht nur macht, damit sie frei sind, sondern zum durch sie durch ein Zeichen sein für die ganze Welt. Um der Welt zu zeigen, was es denn heisst, wirklich Mensch zu sein, so wie es Gott geplant hat. Und wir sehen ganz viel Schönes, wenn wir zurückschauen, ganz viel Auferbauendes, aber das Kapitel 32, das hat irgendwie so einen faden Nachgeschmack. Das bleibt irgendwie hängen. Und im ganzen Alten Testament sehen wir es immer und immer wieder, dass Gott eigentlich einen guten Plan hat und Gott eine Bestimmung hat. Aber die er möchte brauchen dafür, selber zum Problem werden. Dass die Menschen, das Volk Israel, dass Adam und Eva, dass die Menschen nicht fähig sind, so zu leben, wie es Gott gerne möchte. Und so sind wir am Schluss vom Exodus und das Volk ist frei, das Volk ist in einem Bund und trotzdem schwingt irgendwo das Ding mit von, ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich reicht. Ich glaube, es braucht noch einen weiteren Exodus. Weil das Problem ist nicht der Sklaventreiber Pharao, sondern das Problem ist das Herz vom Volk Israel. Und das bringt uns
ins Neue Testament. Weil wir glauben, das haben wir schon mehrmals gesagt, wir glauben, dass eben der Exodus, dass wir einen neuen Exodus in Jesus erlebt haben. Das, was Jesus für uns gemacht hat, ist, das, was Gott machen wollte für die Israeliten in Ägypten, hat Jesus für uns gemacht. Er hat uns befreit aus der Sklaverei von der Sünde und hat uns in eine Freiheit hineingestellt. Und auch da wieder mit einer Bestimmung und mit einer Berufung, sagen sie für alle anderen. Im Johannes-Evangelium beschreibt der Johannes so ein bisschen poetisch die Weihnachten. In Vers 14 schreibt er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Und wenn es da reingeschrieben, lebte unter uns, ist in der Originalsprache im Griechischen ist eigentlich, er hat sein Zelt aufgebaut. Also er zeltet, man hat zeltenden Gott. Und zwar nicht einfach nur als Zelt, weil er irgendwie ein Camping-Fan wäre, sondern es ist ganz eine klare Referenz zu der Stiftshütte. Also Jesus, sagt Johannes da, ist die neue Stiftshütte. Jesus ist ein neuer Ort, wo Gottes Gegenwart mit uns ist. Es ist das Immanuel, das wir an Weihnachten feiern. Dass Gott jetzt selber zu dem Mittler geworden ist. Dass Gott selber der war, der auf die Welt kam und Erlösung gebracht hat. Und zum Abschluss dieser ganzen Serie möchte ich euch einen Vers vorlesen aus dem 1. Petrusbrief. Weil der Petrus und all die Apostel und all die Nachfolger von Jesus haben verstanden, was Jesus gemacht hat. Sie haben verstanden, wie Johannes beschreibt, dass da ein neuer Exodus stattgefunden hat. Ein neuer Moment von der Befreiung, von der Erlösung. Und gleichzeitig eben ein neuer Moment von der Bestimmung und von der Berufung. Der Petrus nimmt die Sprache auf, die wir in Kapitel 19 gelesen haben, wenn er sagt, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Ich möchte das nochmal vorlesen. Wenn wir zurückschauen auf den Exodus, zurückschauen auf die Geschichte, die Gott geschrieben hat mit den Ägyptern, mit den Israeliten in Ägypten, und dann plötzlich merken, krass, das ist relevant für mich. Was Gott gesagt hat zu den Israeliten, sagt jetzt Jesus zu uns. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Und wir beten zusammen. Vater im Himmel, wir danken dir vielmals für das Buch Exodus und danke für einfach die vielen Sachen, die wir beim Lesen von der Bibel, beim Studieren von der Bibel immer wieder entdecken dürfen. Wie wir wieder sehen, was es bedeutet für unser Leben. Wir danken, dass du dich offenbart hast als ein Gott, der befreit. Ein Gott, der gnädig ist. Ein Gott, der in neue Berufung, neue Bestimmung hineinführt. Und Jesus, wir danken dir, dass wir mit dir so das neue Immanuel haben. Der Gott, der nach ist. Der Gott, der bei uns ist. Der Gott, der nicht weit weg sitzt und zuschaut, sondern der auf die Welt gekommen ist. Und danke, dass du uns, trotz all unseren Schwächen und Verfehlungen, die wir immer noch haben, dass du uns möchtest brauchen als königliche Priester. Dass du uns in die Welt hineingestellt hast, dass wir dürfen verkünden, was du Gutes gemacht hast. Dass wir dein Licht durch uns scheinen. Dass die Welt darf sehen, wer du wirklich bist.
Danke, dass du uns immer wieder dazu befähigst dazu. In deinem Namen beten wir. Amen.